Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Erdelement, bei deinem Wochenimpuls. Ich bin Madame Mystik und nehme dich heute mit in die Welt der Karten, wie immer mit dem Mystik-Orakel. Wir schauen genau, was sich hier zeigt in dieser Woche, was die Themen sind und schau sehr gerne auch in deinen Aszendent hinein. Ist auch immer sehr spannend. Oftmals ist es so, dass der Aszendent mehr zuspricht. Bei mir ist es meistens so. Genau. Ich würde mich über ein Abo, einen Kommentar und ein Like sehr freuen. Vielen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir fest weiter. Vielen herzlichen Dank. Falls du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere sehr gerne die Glocke. Dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. So, die ersten Themenkarten fallen schon. Und da schauen wir jetzt gleich rein. So, Dali. Ja, komm, wir tun noch. Ich tue gerade die Zusatzkarten noch draufziehen. So. Und zwar haben wir erst die Themenkarte. Die Belastung. Noch keine Panik auf der Titanic, für die denken, jetzt kommt schon wieder die hohe Karte hier. Also, diese Woche geht es nochmal darum, alles, was im Rucksack ist, nochmal unter die Lupe nehmen. Falls du bereits schon deinen Rucksack geleert hast, dann herzlichen Glückwunsch. Dann darfst du aber gleich diese Woche noch achtsam bleiben, dass man eben in der neuen Frequenz bleibt und nicht in alte Gefilde wieder zurückgeht. Und zwar haben wir hier eine Zusatzkarte. Und zwar die Öffentlichkeit. So, liebes Erdelement. Die Kombination hier ist, was denken denn die anderen? Wenn ich jetzt vogelfrei, ohne Rucksack, ohne Ballast, ohne irgendwelchen Scheiß, wo mich irgendwie zurückhebt, mich zeige, wie ich bin, sagen, was ich zu sagen habe, handeln, wie ich handeln möchte und das aus meiner höchsten Frequenz, was denken denn die anderen? Konfrontation? Weil man plötzlich findet, hey, wieso tust du jetzt plötzlich so? Sonst hat es dich ja nicht interessiert. Oder sonst ist dir das auch egal gewesen. Weil du vielleicht auch plötzlich andere Farben trägst und ja, halt eben ohne Ballast rumlaufst. Wir geben meistens im Aussen viel zu viel Aufmerksamkeit. Was andere davon halten, was andere davon denken, geschweige Panik vor Konfrontation, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen uns bei jedem Scheiß rechtfertigen. Weil wir es anders machen oder weil wir es anders sehen oder wie auch immer. Vielleicht ist dein Rucksack noch nicht leer und du hast genau das Thema, dass du Angst davor hast, wenn du dich von dem Ballast befreist, wo du bisher mit dir herumgeschleppt hast, eben ganz anders in der Öffentlichkeit wirkst. Sachen vielleicht nicht mehr tolerierst, ganz klar aussprichst, was du möchtest, was du nicht möchtest und nicht wie ein stilles Müsli im Eckli hockst und alles tolerierst. Der kann egal sein, was andere denken. Wichtig ist, es muss für dich passen, nicht du musst für andere passen. Für die zum Beispiel gerade geschäftliche Themen haben, in einer Selbstständigkeit, wo es darum geht, in die Sichtbarkeit zu kommen. Auch dort, es ist egal, was andere denken. Es ist deine Selbstständigkeit, es ist deine Tätigkeit, es darf für dich passen. Und zwar haben wir die zweite Themenkarte für die Woche und das ist das Hindernis. Nimm die Woche einmal ganz gut unter die Lupe. Was stagniert dich?
Was bringt dich vielleicht all in Stillstand? Oder wo hast du immer das Gefühl, man, jetzt wird mir schon wieder etwas in den Weg gelegt? Ja, das in den Weg legen, das ist nicht, weil die Situation böse mit dir meint, sondern weil es eben mit dir resoniert. Vielleicht genau, weil da noch etwas rum ist im Rucksack. Oder weil man sich selber aufhält und ein Hindernis schafft, weil man zu fest drauf schaut und hört, was andere davon halten könnten. Also nimm es nochmal genau unter die Lupe. Reflektier es gut die Woche, um was dass es da geht. Die Hinderniskarte finde ich ja auch immer mega spannend, weil liebes Erdzeichen, ist es nicht so, dass wir oftmals denken, jetzt muss ich schon wieder einen Aufstieg machen. Jetzt muss ich schon wieder ein paar Treppen aufsteigen. Es ist auch schwer und es braucht wieder Energie. Ja, es braucht Energie, es braucht Mut. Ein Aufstieg, es heisst ja schon aufsteigen, Potenzial entfalten, Schwingung erhöhen. Wir wollen ja all die Lebensleitern aufsteigen. Wir wollen ja nicht das Leben lang auf der gleichen Sprosse hängen bleiben, sondern wir wollen ja immer grösser werden. Und das ist auch das Lustige. Wir wollen grossartig sein, individuell, einzigartig, aber haben eine Einstellung von, jetzt muss ich schon wieder. Jetzt muss ich noch etwas investieren, dass ich aufsteigen kann. Dass ich grösser werde. Potenzial entfalten kann. Merkst du, auf was dass ich raus will? Auch einmal das unter die Lupe zu nehmen. Die Einstellung. Freu dich doch, dass du aufsteigen kannst. Nicht, ich muss schon wieder. Sondern, dass du deine Energie nachhaltig investieren in dich selber, dass du wieder eine Sprosse von deiner Lebensleiter kannst aufsteigen. Das ist so eine niederschwingende Frequenz von «Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder». Ich mache jetzt so plumps Beispiel oder einen Vergleich. So, wenn jetzt du zum Beispiel einen Lottozettel bekommst, das ist ein Sechser im Lotto und du kannst den nachher einlösen, dann denkst du nicht, oh Gott, jetzt muss ich die Kraft noch auffinden, um überzugreifen und den Lottozettel zu holen. Machst du auch nicht, oder? Du freust dich, dass du den Lottozettel bekommst. Ja. Nimm das unter die Lupe. Deine Einstellung, wenn es darum geht, in eine höhere Schwingung zu kommen. Anstatt zu denken, jetzt muss ich schon wieder. Freu dich doch drauf. Weil, wenn man wieder ein Treppchen höher gehen kann, heisst das auch, man hat transformiert, man kann Scheisse loslassen, nennen wir es beim Namen, wo einem nicht dienlich war. Man kann niederschwingende Frequenzen loslassen und an Frequenz zunehmen. Ich sehe das im Vordergrund. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir als Themakarte die Reflexion und die Ernte. Ja, und das hat natürlich genau mit dem Thema zu tun, das ich vorher angesprochen habe. Mit welcher Intention man überhaupt in gewisse Themen hineingeht. Wenn du auf deinem Lebensfeld, jetzt symbolisch, du hast ein Lebensfeld und du hast jetzt dort durch deine innere Arbeit ganz, ganz viele Sachen gesetzt und jetzt kommt die Ernte. Dann hockst du auch nicht dort und denkst, Gott, vertell, jetzt muss ich noch die hohen Schaufeln in die Hand nehmen und muss noch buddeln. Dann tust du das mit Freude ausbuddeln und fahrst die Ernte für dich ein. Reflektier dort wirklich, wenn es darum geht, alles, was mit Einstellung, Glaubenssatz und Glaubensmuster, Verhaltensweise gegenüber von
Arbeit zu tun hat. Und wenn man eine Ernte einfahren kann, weil ein Aufstieg bedeutet ja auch eine Ernte. Wir dürfen wieder einen Schritt nach vorne machen und nicht, oh Gott, jetzt muss ich die hohen Leitern erklimmen. Oh Gott, jetzt muss ich im Fall noch eine Schaufel in die Hand nehmen, um mein Lebensfeld, all die Samen, die ich gesetzt habe und mit viel Aufwand gegossen habe, gepflegt habe, gehegt und gepflegt, was natürlich symbolisch für deine inneren Prozesse sind, wo du ganz, ganz fleissig daran gearbeitet hast, jetzt muss ich da noch buddeln. Sinnier die Woche drüber und reflektier das. Unglaublich wichtig, weil du nimmst dir dort so viel Kraft und Energie raus. Und das ist schade. So, zum Abschluss noch eine Botschaft. Wow, wow. Da kommen ein paar wunderbare Karten. Das Geschenk und die Finanzen. Und die Finanzen sieht man hier ganz schön die Schatzkiste. Ja, du allein bestimmst mit deiner Intention, mit deiner Haltung, mit deiner Denkensart. Eben. Nämlich symbolisch kommen wir nämlich zu dem Lottozettel. Ob dir der Lottozettel gereicht wird und du stehst dort und findest, ja nein, ich nehme doch jetzt den Lottozettel nicht an, ich habe keine Kraft mehr in der Hand. Oh, jetzt muss ich den Aufwand noch betreiben. Auch hier, mit dieser Schatzkiste, ich meine, es ist ja schade, wenn die Erfüllung und die Fülle dort steht und wir finden aber, ja, aber ich mag jetzt im Fall nicht noch den schweren Deckel von dieser Holztruhe noch öffnen. Das ist mir ja fast schon... Oh, das ist schon zu viel. Das sind alles Geschenke. Und die Geschenke kommen immer wieder. Aber das sind nicht Geschenke, weil sie einfach so zufallen, sondern das ist deine Arbeit. Das ist die Auszahlung von deiner Arbeit. Aber es ist auch wichtig, die Auszahlung anzunehmen. Und ich denke, jetzt muss ich noch die Schaufel in die Hand nehmen, sondern wow, ich gehe jetzt mit Freude schaufeln und fahre die Ernte ein. Ich glaube, du verstehst schon fast, dass ich raus will. Bei dem Impuls, liebes Erdzeichen. Es ist schade, weil es nimmt so viel Kraft. Man hat dann so viele Möglichkeiten, wo man Ernte einfahren kann für all das, was man tut. Genau das, was dich ja aufregt vielleicht. Wow, jetzt muss ich schon wieder und jetzt muss ich schon wieder shiften, jetzt muss ich schon wieder in einen Prozess, jetzt muss ich schon wieder das anschauen. Und dann steht es dort und weil das Gefühl von jetzt muss ich schon wieder so intensiv vorhanden ist, wenn die Ernte kommt, hat man genau das Gefühl, anstatt Juppie machen und sagen, pah, jetzt kommt der Sold, jetzt kommt die Auszahlung für all das, was ich tun habe. Schau das die Woche an. Schau das die Woche an. Ganz wichtig, weil wir haben noch mehr drin. Entschuldigung, die eine habe ich noch vergessen. So. Die Nachrichten, die Liebe und die Gedanken. Kann es vielleicht auch sein, weil, Achtung, die Finanzkarte oder die Schatztruhe, die als Auszahlung kommt, die steht immer für den Selbstwert. Kann es vielleicht sein, dass genau hier in dem Rucksack irgendwelche komische, stagnierende Sachen drin liegen, dass du das Gefühl hast, du darfst das gar nicht annehmen, dein Sold. Dass es dann ein Ablenkungsmanöver gibt und wir finden, ja nein, ich mag jetzt nicht schon wieder die Hand ausstrecken und noch müssen die Truhe öffnen.
und die Ernte einfahren. Also sei liebevoll mit dir. Nimm das genau unter die Lupe. Wie sieht dein Selbstwert aus? Ist vielleicht genau dort so ein Fail-Link drin? Du kommst immer wieder Botschaften über. Schau die Woche auch ganz gut auf Vögel, Tauben, Storch, der Rabe, der Vermittler der Zwischenwelten. Vielleicht will genau der oder die dir nämlich eine Botschaft bringen. Du bist auf jeden Fall geführt und da kommen einige Botschaften auf dich. Achte auch auf deine Träume. Was wollen dir deine Träume sagen? Schreib es vielleicht auch auf. Vielleicht findest du genau dort der Fail-Link, wo irgendwo hier dazwischen schlummert. Und der will behoben werden. Na, ganz wichtig, sicher nicht für alle wichtig. Ich muss sie jetzt gleich nochmal nehmen. Für viele ist es ja so, wir können jetzt wieder in das klein-schweizerisch-bünzliges Denken. Oder wir wollen ja alle grossartig sein, individuell, das haben ja schon vorher gesagt. So. Aber wenn wir in die Erfüllung kommen, und das kann, was ist eine Erfüllung? Ein erfüllender Job, Cashflow, der super läuft, dass man immer mehr als das hat, was man eigentlich braucht. Ja, erfolgreich im Leben. Hat man manchmal das Gefühl, oder wir verbinden es mit Arroganz. Ich weiss nicht, warum das in unseren Köpfen ist, dass wenn jemand reich ist, und ich meine jetzt reich, nicht nur in Form von Geld, sondern ein erfülltes Leben, Reichtum in jeglichen Formen, wir verbinden das immer so viel mit Arroganz und Dedo. Vielleicht ist das ein Thema, das du noch anschauen darfst. Wo irgendwo noch dazwischen gerätscht, dass man das Gefühl hat, dass man dann keine Kraft mehr hat, um einen Deckel zu öffnen. Jetzt muss ich schon wieder. Es ist sicher nicht für alle Erdzeichen genau das Thema hier. Aber die einen, und du wirst es wissen, ob das bei dir anstößt, triggert oder halt eben nicht. Also schau auch das ganz genau an. In Fülle zu sein und ein erfülltes Leben haben und vielleicht auch mal ein cooles Auto kaufen oder vielleicht einmal eine schöne Uhr oder einen tollen Schmuck, heisst noch lange nicht, dass es arrogant ist, hochnäsig, was auch immer. Wir verbinden so viel Reichtum, Erfüllung, die Fülle mit etwas ganz Negativem. Obwohl es das gar nicht muss sein. Also, schau genau drauf. Ja, dazu noch, Magie gehört geteilt. Liebes Erdzeichen, falls du ein Erdzeichen kennst und findest, der Impuls muss genau dorthin, dann teile das Video und sei der magische Reminder für jemanden. Und somit wünsche ich dir ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.